Was? So, jetzt passt so weit. Jetzt machen wir da mit Grafikoptionen, aber das meine ich ja für die jetzt hübsch auf Max. Ja, okay. So, jetzt will man noch die Steuerung anpassen können. Genau, Demerium. Okay. Story-Modus. Achso, das muss man. Okay. Mein Name ist Desmond Miles und ich bin ein Kriegsgefangener. Es ist ein Krieg, von dem ich nichts wusste. Zwischen zwei Gruppen, die ich nie für real hielt. Templer und Assassinen. Der Animus zeigte mir die Wahrheit. Was ich alles sah, was ich alles war. 1000 Jahre Geschichte fließen durch meine Adern, zum Leben erweckt durch diese Maschine. Sie wollen mit ihr und mir etwas finden. Sie nennen es den Apfel. Ein Artefakt. Einer von vielen sogenannten Edensplittern. Die Templer sammeln sie. So behalten sie ihre Macht. Und wenn die Templer noch einen Splitter finden, wird sich alles ändern. Sie wollen uns alle versklaven. Als sie mich hierher brachten, hatte ich Angst davor, mich zu wehren. Jetzt habe ich Angst vor dem, was kommt, wenn ich es nicht tue. Aber ich schaffe es nicht allein. Vielleicht muss ich's auch nicht. Ich traf jemanden. Ihr Name ist Lucy. Sie scheint auf meiner Seite zu sein. Aber sie ist fort. Entführt von diesem Bastard Warren Widdick und seinen Templerherren. Ich weiß nicht, was mit ihr geschehen wird. Oder was mit mir geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich hier raus muss. Und zwar ziemlich bald. Mein Name ist Desmond Miles. Und das ist meine Geschichte. Schön. Wir müssen weg. Lucy, wo warst du? Warum sind die... Los. Ja. Schaut grafisch auf jeden Fall schon mal besser aus wie der erste Teil. Rein da. Wo kommt das Blut her? Ist alles okay? Also, wir haben vielleicht 10 Minuten. Vielleicht. Bevor Sie merken, was ich getan habe. Wenn wir bis dahin nicht unterwegs sind, dann... Was? Wir fahren weg? Desmond, ich verspreche, ich beantworte all deine Fragen. Später. Aber jetzt sei bitte ruhig und tu, was ich dir sage. Also bitte steig in den Animus. Okay. Na gut, steigen wir den Animus. Spinge! Nochmal! Si, brava! Da ist er. Das ist ein Junge! Oh, Liebling, es tut mir leid. Ich war in der Bank, als ich es erfuhr. Komme ich etwa zu spät? Gebt ihn mir. Giovanni! Psst, meine Liebe, alles wird gut. Du bist ein Auditore. Du bist ein Kämpfer. Also, kämpfe.
Ah ja. Hört ihn an. Ein paar kräftige Lungen. Und wie sollen wir ihn nennen, Liebster? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Der geilste Assassin's Creed Charakter jemals, wenn du mich fragst. Komm, wir gehen. Ja, was? Ich brauche einen Moment. Keine Zeit, Desmond. Wir müssen gehen. Haben wir da jetzt mal so wacht. Oh, Komm leck, schon, ich Desmond. muss die Steuerung nochmal umstellen dann. Und wir kommen hier wirklich raus? Abstergo hat echt abgefahrene Innenarchitekten. Bleib bei mir. Hey, Sie haben hier nichts zu suchen. Öffnen Sie die Tür. Ich mache Meldung. Wir haben einen Vorfall im Forschungstrakt. Wiederhole. Zwischenfall im Forschungstrakt. Was tust du denn, Desmond? Mir nach. Schick. Da sind sie! Lasst sie nicht entkommen! Kann man mal so machen. Heilige Scheiße. Sieh dir das an. Was ist mit den Kameras? Die zeigen nur alte Aufnahmen. Was meinst du, wie ich deine nächtlichen Aktivitäten vor Abstergo verbergen konnte? Du bist gut. Das höre ich öfter. Aber jetzt jagen sie uns. Wir müssen hier weg. Lucy ist einfach eine gute. Eine gute Alte, wenn du mich fragst. Vorsicht. Wir müssen zum Aufzug auf der anderen Seite des Raums. Komm mit mir. Aber halt die Augen offen. Ich möchte ungern kämpfen. Ja, was hast du erwartet kurz vor Ostern, Mr. Herbert? Ja, es gibt ja nur noch heute was zum Essen. Und morgen, Ist das ein Animus? weiß ich nicht, so ist es ausverkauft. Praktisch. Bleib bei mir. Was zur... Wie viele gibt's denn davon? Moment. Sagt man Animusse oder Animi? Was denkst du, Lucy? Lucy, wofür brauchen die so viele? Desmond, halt einfach die Klappe. Bitte. Ja gut, heute mein Maul. Ist doch recht. Mist. Ich dachte, die Karte reicht. Es ist ein separates System und ich habe keinen Code. Moment. Ah, das gute Adlerauge. Komm schon. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir. Na, das war ja klar. Was war das im Animus? Subjekt 16? Ezio? Audi irgendwas? Ich glaube, wir haben uns geirrt. Und deshalb müssen wir hier raus. Vidic und die Templer, sie sind nur ein Teil des Problems. Wie meinst du das? Ich erklär's, wenn wir da sind. Wo denn? Ah, okay. Ja, die Steuerung muss ich nochmal komplett umstellen. Alter. Wie ist denn da die Steuerung eingestellt? Leck mich am Arsch. Heute ist... Achso, okay. Rein. Hi, Jess. Zu deinem eigenen Schutz. Na, alles gut? Wir sind fast da. Ja, Elden Ring ist durch. Haben wir fertig gespielt. War sehr, sehr geil.
Und jetzt fahren wir mit Assassin's Creed 2. Bei mir ist soweit alles fit. Ich will 2 Fische wieder, leg mich am Arsch, die Zeit vergeht. Ja, haben wir dann nur eine Stunde für Elden Ring braucht. Okay. Vielen Dank. Toll. Durchgeschüttelt. Im Kofferraum. Hier lang. Super. So, erfahre ich jetzt, was hier los ist? Es gab einen Grund für die Flucht, Desmond. Ist klar. Wir brauchen Hilfe. Bei was? Noch nach Schatzsuche durch die Zeit? Abstergo wird den Edenapfel ersetzen. Dabei hilft ihnen die Karte, die dein Vorfahr gefunden hat. Die anderen Assassinen, sie tun, was sie können, wo sie können, aber Was? wir verlieren den Krieg, Desmond. Die Templer sind zu mächtig. Jeden Tag sterben mehr von uns. Ich weiß nicht, was das mit mir zu tun hat. Wir bilden dich aus. Du wirst einer von uns. Was? Nein, nein, du hast mich in Aktion gesehen, ich kann das nicht. Und selbst wenn, das würde Monate dauern oder Jahre. Nein, nicht mit dem Animus. Nicht mit dem Sicker-Effekt. Ich bin doch nur ein Mann. Manchmal ist das schon genug. Und deshalb hast du ihn gefunden. Meinen Vorfahren. Wie hieß er noch? Ezio? Wenn du seinen Fußstapfen folgst, lernst du alles, was er lernt. Genau wie er. Jahre des Trainings erlernt in ein paar Tagen. Du hast mich aus Abstergo hierher gebracht, um mich zu einem Assassinen zu machen? Nun, es ist mehr als das. Aber das muss warten. Vertrau mir. Okay? Okay, bin dabei. Was soll ich tun? Ehrlich? Im Ernst? Ich dachte, du würdest dich drüber freuen. Entschuldigung, ich bin etwas überrascht. Ich habe die ganze Fahrt darüber nachgedacht, wie ich dich überzeugen könnte, mitzumachen. Schon gut. Nach dem, was diese Schweine mir angetan haben, bin ich willens, in der Lage und bereit. Vielen Dank. Ja, es ist schnell gegangen. Moment. So, ich muss jetzt die Steuerung umstellen, weil ich da kompletten Schlaganfall kriege. Warte mal. So. Jetzt pass auf. Okay, das passt. Jetzt pass auf. Modus auffällig. Ach so, weil... Ah, okay. Moment. Ziehen. Der Waffenrad war... Ist der Rom? So, was ist jetzt... welches Ende hast du gespielt? Das normale. Also, ich glaube mir, dass das normale ist. Da wo du praktisch den Elden Ring wiederherstellst. So, das ist Zielerfassung. Und was auch immer das ist. Ich möchte eigentlich nur... Jetzt pass auf, wo haben wir denn da jetzt... Alter, ist das festgelegt, wo sie da auswählen kann, oder was? Waffenrad haben wir da, okay. Okay, Zielerfassung. Ja, Moment, das ist jetzt ein bisschen eine Fummelei, ich weiß schon, aber das hilft dem jetzt nicht. Der Button 5, das ist dann ein bisschen einfacher. Okay, das wird dann schon passen, also. Gut.
So, testen wir das Ganze mal. Okay, Waffe ist schon mal. Äh, b- 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 Hä? Okay, mit der Steuerung muss ich mich dann nochmal genauer befassen, weil da komme ich jetzt gerade noch überhaupt nicht zurecht damit, aber... Jetzt pass auf, warte mal. Das ist ja behindert. Er übernimmt mir das ja irgendwie nicht. Bin da gerade irgendwie komplett lost. Was auch nicht. Muss ich mal nochmal Standard machen, weil sonst... Nein, das mag er dann nicht. Das passt. Okay. So. Wir müssen nochmal. Moment, ja, es tut mir leid, das ist jetzt ein bisschen eine Fummelei, aber... Ah ja, jetzt wird's laufen. Okay, perfekt. Gut, dann haben wir es jetzt. Hoffentlich. Lucy, du hast es geschafft. Gott, ist das lange her. 7 Jahre, ist das zu glauben? Allerdings. Willkommen zurück. Ah, das muss unser berüchtigtes Subjekt 17 sein. Desmond Miles, richtig? Wer sind Sie? Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Ich bin Sean Hastings. Das ist Rebecca Crane. Schön, dich kennenzulernen. Ja, nun, war ein tolles Gespräch. Aber wenn du erlaubst, fangen wir am besten gleich an. Jede Minute zählt. Zurzeit sogar doppelt. Wir haben alles fertig vorbereitet, Lucy. Sag Bescheid und wir legen los. Hier, habt ihr was mitgebracht? Ein BB-Motzug. Abschiedsgeschenk von Abstergo. Wow, der Gedächtniskern. Der helle Wahnsinn. Mit diesen Daten müsste es noch viel schneller gehen. Ich guck mir gleich mal den Code an. Okay. Ja, wo es jetzt wieder nicht eingestellt habe, war... Ah! Ich flippe aus. So, da. Karten. Ja, halt das. Gut, machen wir es so. Okay. Das Spiel der grafisch Aufwertheit genauso funktionieren, definitiv. Also ein Remake von dem Ding, da haben wir sofort kaufen. Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank. Eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten. Ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Er ist so der miese Peter in der ganzen Reihe. Du brichst Elden Ring ab. Warum tust du denn das? Hallo, Desmond.
Hau ab. Ja, okay, ich gehe ja schon. Gut, das Memo an mich, ich muss mal offstream die perfekte Einstellung für meinen Controller nachsuchen, weil ich blick bei den ganzen Tasten überhaupt nicht durch. Müsst ihr euch mal vorstellen, warum? Nicht das. Warum kann ich da nicht einfach sagen, okay, Modus auffällig, Button, also Y-Button zum Beispiel. Warum muss das Button 8, 2, 0, 3, 1, ich weiß überhaupt nicht, was für ein Controller welcher Button ist, so auf die Art. Also das muss man dann offstream anschauen. Hey, also ich wollte mich nur bedanken. Und entschuldigen. Also für heute. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur... Ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Du müsstest bei Elden Ring, wenn du Karten aufmachst, praktisch, da wo du anfängst, ist auch so eine Insel herunterteilt, praktisch. Eigentlich dein Startgebiet. Das ist sozusagen der Ort, wo es halt auf dein Level ist. Ja, wenn du jetzt weiter nach links oben oder weiter nach rechts umgehst, dann wird es schwerer. Also du hast halt also ein Startgebiet, das ist da, wo du bist und halt das Ding drunter, das ist halt das Anfangs Limgrave praktisch, ist Startgebiet und da kannst du eigentlich, da haben Gegner auf einem relativ harmlosen Niveau, so geht's da mal, ja? So kannst du dich so ein bisschen orientieren. Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Seeker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich, ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Ja, weiß noch Du nichts willst davon. nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Ja, die zwei werden, also in dem Teil, meine, werden die keine Freunde mehr. Tut mir leid, Desmond, ich hab zu tun. Wir können uns später unterhalten. Okay. Aber das ist so schön bei dem Spiel jetzt, weil man da einfach mal ein wenig Hey zulosen kann. Desmond, wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Der Die Baby? Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Also was jetzt? Muss jetzt noch was einstellen oder kann man hier sitzen? Stell die Frage nicht. Sorry, keine Zeit. Aha, sie muss noch was einstellen. Gut, dann sitzen wir uns hier. Meinst du Assassin's Creed 2? Ja. Mehrmals. Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du? Ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Also Assassin's Creed 2 habe ich mit Sicherheit 4 oder 5 Mal durchgespielt. Mit Sicherheit. Ich weiß nicht mehr, ob das überhaupt gelangt. Aber ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Also da haben auch bestimmt schon, keine Ahnung, 10 Jahre vergangen seitdem. Alter, ich hab grad so Flashbacks von dem Spiel. Republik Florenz 1476, Freunde. Insieme per la vittoria! Insieme! Bitte Ruhe, meine Freunde. Silenzio. Danke. Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre. Vieri de Pazzi schändet meinen Ehre mit Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot!
Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Typisch Ezio. Vieri de Pazis Männer bekämpfen. Auch mal. Jetzt muss ich nur mal schnell herausfinden, wie man da... Okay, da visiere ich an, da weiche ich aus. Aber wie kann ich jetzt blocken? Okay. Ah ja, provozieren kann man ja da auch, genau, stimmt. Wir kommen da... Moment damit. Irgendwie muss man doch da blocken können, oder nicht? Ah wait, der Ellenbogenmann ist, der ist durch. Hey! Hinter dir! Er steht halt einfach da und schaut zu. Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Also, der hat keinen Bock nicht. Okay, ja gut, alles klar. Ich kämpfe jetzt zu zweit mit ihm, oder was? Nice. Ja gut, wie gesagt, ich weiß jetzt, ich finde da keine Taste, wie ich da ausweichen kann. Wie ich ausweichen kann, sag ich schon. Wie ich blocken kann. Das Waffenradl. Ja, wahrscheinlich habe ich bei meinem Talent wieder zwei. Da ist das Blocken uns Zuschlagen auf dieselbe Taste gekriegt. Ziemlich sicher sogar. Oh mei. Das ist Beintasten, damit ich die Idee haben. Okay. Gut. Gut. So, und wo ist jetzt blocken? Modus auffällig, Waffenhand, ja ist klar. Okay, wo haben wir blocken? Haben wir nirgends. Super Sache. Ego. Was? Ego-Perspektive? What the fuck? Tu mir unten wieder auf Standard. Ja, schon, aber. Ja, okay, ist eh wurscht. Machen wir jetzt einfach mal so, weil bevor das muss man dann nochmal genauer anschauen, weil ich möchte die Steuerung so haben, wie ich es damals auf der Blazy gehabt habe. Ah, okay. Aber da ist Kameraführung so blöd. Oh Gott, das ist heftig. So, wie hau ich jetzt dann zu? Da provoziere ich jetzt? Und wie hau ich jetzt zu? Ah, da hau ich zu. Okay, ja gut. Sei leer. Zurück! Zurück! Okay.
Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher... Stimmt, die haben mal beklauen Kinder dann, ja genau. So. Was, wie weit? 200 oder der hat schon 161? Ganz am Bonzen, oder? Sabine, das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. So ist jetzt, da ist er. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Federico zum Doktor folgen, okay. Oh, da ist wenigstens die Akrobatik besser. Ach egal, ich will es gar nicht wissen. Okay, oder auch nicht. Braucht ihr medizinische Hilfe? Quasi. Ben trovato, Dottore. Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Fottiti. Allora sprich schon, weil. Das war's auch schon und jetzt verschwindet hier. Grazie. Hier lang. Herrliche Nacht. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Alle! Jetzt mehr Maffe. Als Zivilisten vor allem. Dann auf 3. Uno, due, tre. Der Kleine muss noch so viel lernen. Oh, die Kletteranimation so viel besser als wie im Einser. Versagen ist keine Schande, Bruder. Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Vor allem am PC schaut das Spiel noch mal schon einmal um ein Teil besser aus wie auf der Konsole. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. So, storytechnisch für mich der beste Assassin's Creed Teil, den sie jemals rausgebracht haben. Und Herbert, das kannst du immer wieder nachholen. Genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ezio, lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Nachttrunk, der schönen Christina Vespucci einen Überraschungsbesuch abstatten. So, wo ist jetzt die Kopftasten wieder? Ah, X ist Kopftasten, okay. Ja, Brotherhood hat nochmal ein deutlich besseres Kampfsystem.
Aber rein von der Story her und ja, und einfach vom Setting her ist Ezio-Reihe, wie gesagt, mit Abstand das Beste, was sie gemacht haben. Also für mich haben sie sich für alles andere dann noch ins eigene Knie geschossen. Ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Und was haben sie jetzt gesehen, dass sie vor mir so ausruhen? Christina! Christina! Wer ist da? Ich! Ezio. Ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, das meinte ich eigentlich nicht. Komm her. Sei Geliebte, für die, die das nicht wissen. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Angst, man sagt nichts. Arme Frau. Je nachdem. Christina! Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Komm, meine Tochter. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Figlio d'un Cane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um! Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache! Wache! Bringt mir seinen Kopf! Packt ihn! Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Ma che cosas? Vor allem die Wachen haben kein Schwert. Ich verstehe die Frage nicht. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Sie brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Einigen Dingen, ja. Und dann hat sie jetzt wegteleportiert. Ja, super, toll. Okay. Das sind ein Vieri seine Leute, okay. Ach stimmt, ja, da war ja... Jetzt pass auf, warte mal, wir können Karten aufmachen, ist jetzt die Frage. Karten wo? Gut, Adlerauge habe ich noch nicht. Wie mache ich den Karten auf? Ja, das 2000 auf dem Handrad, oder was? Gut, da kann ich meine Waffen dann auswählen, das ist klar. Ja gut, okay. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Einfach ein unfassbar cooles Spiel, um mal ein wenig runter zum kommen. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Vieri di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Okay. Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de Medici abgeben. Okay. Ja stimmt, das sind jetzt so ein paar, das ist mehr oder weniger jetzt so Vorgeplänkel auf die ganze Geschichte. Sozusagen. Ja? So, wie möchte ich aber jetzt trotzdem wissen. Erstens einmal, achso, jetzt bei so Wacht. Wie kann ich Karten aufmachen, ist die Frage.
Das darf mich jetzt interessieren. So, Karte öffnen ist Button 8. Ja toll, was ist jetzt Button 8? Weiß kein Mensch. Aha, okay, da kann ich Pause machen, jetzt bei so Achtung. Da. Aha, Analogstick-Drucker. Ah ja, okay, alles klar. So. Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich wieder so wie bei dem... Das ist eigentlich wie bei alle Assassin's Creed, da muss man die ganzen Türme erklimmen, damit man Karten aufdeckt. Ja gut, okay. Machen wir halt das einmal. Haben wir Lottern, den nehmen wir mal schnell her. Ein Hinweis zu den öffentlichen Brunnen. Bitte wascht und färbt eure Wäsche nicht in öffentlichen Gewässern. Vergesst nicht, das Gerben Oh ja gut, das war mir klar, dass das nicht hat. der Stadtgrenzen erlaubt. Etwas Seltsameres habe ich noch nie gesehen. Bei den Städten lohnt es sich tatsächlich, dass du die ganzen Türme aufdeckst. Weil das ist jetzt wieder ganz anders wie im ersten Assassin's Creed. Das ist nicht einfach, ja, Aussichtsturmsucher irgendwo ein Event triggern, damit du einfach zu deinen Missionszielen kommst, sondern die Missionen da haben richtig schön Story gebunden. Oh. Machen Sie mal das Kochen, weil der Besuch ist der Chef und sein Alte, ja? Dann verkocht die ja nicht. Ja, okay. Stati attenti. Als Folge... Hier gibt es fantastische Metallarbeiten. Das sieht doch so aus wie... Cazzo! Wollt ihr... Los. Vergiss es einfach! Pronto, geh! Cazzo! Gute Kopfnuss hat noch keinen geschaut. Vergiss es einfach! Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Senor... Herbert, merci dir. Schöne Ostern und Ich einen werde ihn guten. überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. So. Zu Giovanni zurückkehren. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir das Tutorial zeigen, jetzt einmal spielen und dann schauen wir mal, wie spät das ist. Weil das dauert wahrscheinlich eh noch eine gute halbe, dreiviertel Stunde. Ach, da hinten war der Doktor gewesen, gell? Warte mal. Ah, Medizin habe ich noch keine. Okay, ja gut. Schön weiterarbeiten. Bischero. Oh, da ist eine Truhe. Du sorgst dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Confaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht Die Fettfotzen, die greiselig. Sie, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch 1-2 Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen, aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Okay.
Jetzt pass auf, da haben wir jetzt seine Schwester und seine Mutter. Und noch irgendwas. Okay. Ja, nehmen wir erst einmal die Schwester. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia, das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Ein Takt. Ja, er wird einen Takt mit ihm reden. Gut, auch noch in die Richtung. Ach, hier wird sogar kalt bei neuer Mission. Okay, nice. Wo haben wir da einen Aussichtsturm? Wir müssen da hinten rein, dann nehmen wir gleich mit hin. Weil warum nicht? Aber das ist so, ohne Scheiß, das ist einfach so eine Wohltat. Wenn du einfach eine Steuerung hast, die wo flüssiger ist. Achso, das ist ja der Hoey-Turm. Können wir da überhaupt schon auf? Ich glaube, da können wir gar nicht hin, oder? Nein, da können wir noch nicht hin. Okay. Ja, ist schon gut. Scheiß auf die Kirche. Und das ist der da hinten. Ja, scheiß drauf, da können wir sowieso früher oder später hin. Dann können wir die Türme ohnehin mitnehmen. Nice. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, Amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Die Stiergel da! Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund. Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester. Gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Sie so... Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst wird... Du wirst deine große Klappe bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele Dinge beibringen können. Basta, ich gebe auf. What? Lass die Finger von meiner Schwester. Ist aber schnell gegangen, jetzt hat er überhaupt nichts auf dem Zahnfleisch. Ja gut, okay. Aber jetzt hat es mich trotzdem interessieren. Den hat man ja, stimmt, den hat man ja woanders erklimmen müssen. Ich glaube, das war von der vom Nachbarhaus. Ins Dorf? Ah, okay. Ein Schmatzer halt, ja genau. Genau, man hat dann von da irgendwie müssen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, schaut gut aus.
Ich glaube, das ist sogar das höchste. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, dass das sogar das höchste Gebäude im Spiel ist. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir da jetzt nicht. Okay, müssen wir nochmal eins um. Aber da geht nix. Okay. So geht's, okay. So, die Truhe nehmen wir auch mit. Der kann sich wenigstens einmal wo einhalten. So, auch noch irgendeine Kiste herum? Nicht, okay. Also, so wie der Turm ist, müsste es eigentlich ganz Florenz aufdicken können. Wenn du mich fragst. Ja, Wahnsinn. So, jetzt am besten nicht den Todessprung verkacken. Nicht. Ich weiß, ich glaube, dass ich in dem Spiel damals, wie das rausgekommen ist, und auch die Zeit danach, ich glaube, ich habe in dem Spiel 100 Stunden lassen. Mehr hätte ich fast mit Sicherheit behaupten. Ich glaube, ich habe damals sogar alle Federn gesammelt. Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Ein Freund der Familie, Maria bei ihrer Aufgabe helfen, okay. Ich weiß von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Ich finde das halt so cool, weil du kannst da einfach zulosen, weil das alles mit der Geschichte ein wenig zusammenhängt. Das hast du einmal gemacht und nie wieder. Ja, ich hab's auch ein einziges Mal da und dann, aber da war ich dann geredet. Da war ich dann gleich dagegen. Mach mal nicht on-stream. Das spielen wir ganz gemütlich die Story. Da sind wir. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich mit DLCs habe. Dann müsst ihr nochmal schauen. Hundertprozentig sicher weiß ich es aber nicht. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert.
Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause, Alter. Si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Wie er halt einfach mal so scheinheilig einfach, die Augen verdreht. Was machst du so? So von wegen, ich hab gar nichts da. Bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich kann ich mich nur schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Oh. Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo, ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Oh ja, der wenn wisst, was der noch ist, tun muss für uns. Ja, dass sie wahrscheinlich freiwillig putzen und die Schickieren. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Okay. Jetzt geht nur noch einer ab. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Na, wo wir schon beim Thema sind. Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Weiß man eigentlich, was der Petruccio für gerangert hat? Weil er soll ständig im Bett liegen und ich weiß nicht warum. Adlerfedern für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er das Bett verlassen hat. Oh Gott, das geht schon wieder auf Zeit. Das freut mich doch gar nicht. Gibt das. Der Weinhändler, der seinen Karren vor dem Geschäft des Fleischers Vito abgestellt hat. Möge ihn bitte bis zum Beginn der Abendbrot... Ja, das Problem ist, Assassin's Creed, das ist mittlerweile so miert veröffentlicht. Damals ist einfach noch, bei dem Teil einfach, da ist noch viel mehr, wie sage ich denn? Ja, mehr Liebe eingeflossen, sage ich mal. Mal die neuen Assassin's Creed Teile, ich will mit denen alle nicht mehr warm. Gut. Wie gesagt, das Spiel, wenn es remastern daten, also richtig remaken daten, für die neuen Generationen, die man sofort kaufen, so oder wie es ist. Okay. Jetzt halt. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Gut. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Ich weiß nicht, da hat es damals vor Release hat's einen Kurzfilm gegeben, so 30 Minuten, glaube ich, hat der dauert. Ich glaube, der ist sogar noch auf YouTube, wenn mich nicht alles täuscht. Da wird die Geschichte vom Giovanni ein bisschen besser erzählt.
Dann hätte es zum 4. Mal gekauft. Ja, ich hab's damals für Xbox 360 geholt. Was heißt hätte ich geholt? Hab ich geholt. Das war damals das erste Mal, wo ich es gespielt hab. Dann haben wir es nochmal auf der PS4 gekauft, weil da war es im Angebot, das ganze Ezio-Bundle. Für, so das aber kostet 15 € oder so. Hab's aber dann dort tatsächlich nicht gespielt. Also, keine Ahnung, warum ich es nicht gespielt habe, aber ja. Ja, und jetzt noch einmal für PC. Warte mal, ist das? Achso, ich muss zu. Moment einmal. Achso, nein, okay, passt schon. Ich meine, ich muss zu einem von den 3. Aber ich muss zu jedem praktisch, okay. Was halt besser ist, weil beim PC hast du halt einfach durchgehend 60 Frames. Das bringt Konsole nicht hin. Nicht einmal PS5 bringt das hin. Warum auch immer. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Ansteckend. Buongiorno. So meinst du Taubenschlag und noch irgendetwas, oder? Aber das ist alles so rund. Aha, das ist der Taubenschlagdom wahrscheinlich. Ah, das gefällt dir, die enge Hosen. Aus Leder. Oder was auch immer das für macht. Wo? Hoppla. Ach, da. Okay. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Da steht ungefähr jeder nur Bahnhof. Zuerst für 360, dann für Once Ezio Bundle und für PC. Ja, für PC machst du halt einfach. Da kannst du nichts falsch machen. Also bei mir ist jetzt so, seit ich einen PC habe, seit letztes Jahr Juni, wenn es möglich ist, spiele ich alles am PC. Weil einfach besser. Was ich bin mal nur aus. Was? Verstehe ich nicht. Mr. Motzok. So, Taubenschlag. Diese Flauschnägel. Beziehungsweise diese Federknädel. Ah, das ist die alternative Kamera, okay. Gut. Xbox letztes Mal dann über den PC, aber schon ewig nicht mehr gespielt. Ja, kenne ich. Also bei mir neben dem PC, also neben dem Bildschirm da drin, neben meinem Sekundärmonitor, steht der PS5 und eine Xbox 360. Gut, die Xbox 360 nehme ich momentan her im Stream, weil wegen Naruto, weil das ist ein Xbox 360 Exclusive Spiel. Und PS5 habe ich das letzte Mal gespielt, wann? Wie ich Demon's Souls gespielt habe. On Stream. Das ist aber auch schon wieder über gute 2 Monate her. Also seit Release von Elden Ring eigentlich. Da die Song. Kann sich da doch nicht runterfallen lassen? Ah, jetzt hat er. Okay. Vater? Federico! Soll nicht aufpassen? Es tut mir so leid, so leid. Was ist passiert? Wo sind denn alle?
Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Als sie sich wehrte, Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Gefängniseinbruch. Giovannis Zelle oben im Palazzo della Signoria erreichen und herausfinden, warum er eingesperrt wurde. Na gut, ich hab mir damals nur früh 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3 und 3 halt auf bis 3. Ja, wie gesagt, das Dreier. Habe ich das Dreier auf der Playstation gehabt oder auf der Xbox? Ich weiß gar nicht mehr. Das Dreier war so, sage ich jetzt einmal, das letzte wirklich halbwegs vernünftige Assassin's Creed, ja. Wobei, so wie gesagt, noch ein Ezio, das ist auch wieder so typisch, ja, so ein typischer Fall von ins eigene Knie geschossen. Weil, wie gesagt, danach ist meiner Meinung nach nicht mehr wirklich was Sinnvolles nachgekommen. Beziehungsweise, besser gesagt, für mich war halt nach dem Dreier die Story fertig erzählt, sagen wir es so. Der zweijährliche Kongress wurde wegen rechtlicher Bedenken verschoben und beschäftigt nun den Gonfalonier. Der Kongress kann erst stattfinden, wenn eine Entscheidung gefällt wird. So. Ah, das geht sehr perfekt aus. Ach, das ist jetzt das Sperrgebiet. Ja, okay. Buonasera. Ja, stimmt, ich habe ja keine Waffen nicht. Also eigentlich bin ich ein bisschen gehandicapt. Ach, das ist ja schon gleich der Aussichtspunkt. Ja, okay, gut. Nice. Dann steigen wir da gleich ganz auf, wenn wir die Sequenz fertig haben. Ja, Black Flag hätte eine brutale Overworld gehabt, aber ich habe das einfach, bei mir war es genauso, ich habe das Intro gespielt und wie ich dann festgestellt habe, dass ein Seeräuber im Endeffekt einen Assassinen das Gewand klaut und sie dann als Assassine ausgibt, aber man denkt, okay, und tschüss dann, so, auf die Art. Ezio, Vater, was ist passiert? ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Anita? Ja, wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Nö, ich mag den Aussichtspunkt haben. Oh, gut, dass mir die Woche nicht gleich komplett hops Nummer hat. Weil wenn ich jetzt schon mal da bin, nehme ich ihn auch mit. Weil da kann es wenn nicht. Da muss ich aber noch mal eins weiter aufhören, oder? Na? Muss ich nicht, okay.
Okay. ...73 Aussichtstürme, das sind aber nicht alle in der Stadt, oder? Das sind alle gesamt. Das müssen alle gesamt sein, weil in Florenz sind noch nicht 73 Aussichtstürme, das war der Wahnsinn. Hütet euch vor einer unreinen Erzlieferung des Händlers Fidelio. Einige Mitglieder konnten mit dem von ihm gelieferten Kupfererz nur minderwertige Bronze herstellen. Gut. Was zum Himmel? Buonasera. Ja, ich dachte so 20. In Venedig haben auf alle Fälle die meisten. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Ach, das ist Adlerauge auf der Taste, okay. Stell's mir direkt Tor auf. Ich muss das zu Signor Alberti bringen. Bester Assassine EU West, wenn's mich fragst. So, jetzt pass auf, Waffenrad. Aha, okay. Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt ihr? Los jetzt, ihr langweilt mich! Dass du stirbst. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Es gibt keine andere Lösung. Die Konter, man kennt's. Passt schon, Boxer, wir haben jetzt eigentlich eh so ziemlich durch. Für heute. Weil genau das wollte ich nur spielen. Das Tutorial-Geplänkel, mal gut, da kann man jetzt theoretisch noch die Hinrichtung, aber gut, das können wir beim nächsten Mal auch machen. Theoretisch. So, jetzt ist eigentlich nur die Frage, jetzt mal so wacht. Der speichert ja automatisch, okay. Ja gut. Nice! So, habe jetzt bitte wieder meine Maus zur Verfügung. Dankeschön! Da muss ich mal schauen, wie das so ein bisschen regelt. So. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg für heute. Gut, ich meine, jetzt war eigentlich theoretisch spannend, dass ich bis um 4 stream. Bis um 4 sag ich schon. Bis um 2 stream, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass wir mit Elden Ring noch eine Stunde durch haben. Hätte ich tatsächlich auch nicht gemeint. Aber gut. Ich glaube, Assassin's Creed wird ziemlich flauschig, wenn wir das im Stream weiterspielen. Ich bin jetzt einfach froh, dass wir mal Spiele spielen, die wo ein wenig mit weniger Tryhard verbunden haben, oder? Wo ich nicht so stark schwitzen muss. So. Gut.
Was treibe ich jetzt hin? Jetzt muss ich dann noch einkaufen von auf alle Fälle, kurz bevor ich zum Tennis fahre. Tennis ist erst um 4 Uhr. Ja gut, werde ich schon irgendwie wechseln. So. Ich weiß jetzt noch nicht hundertprozentig, wann ich den nächsten Stream mache, aber wahrscheinlich Montag. Montag, aber da weiß ich jetzt zeitlich noch nicht wann. Entweder in der Früh oder Nachmittag. Muss ich schauen. Wahrscheinlich eher in der Früh. Je nachdem, wie es mir ausgeht. Aber das sage ich schon. Weil Bock kommt da eigentlich schon. Kann man theoretisch Assassin's Creed weiterspielen. Nächste Woche wären wir dann mit Naruto wahrscheinlich auch fertig. Dann ist das Projekt auch durch. Und dann muss ich mal schauen. Ich glaube, mit Mozart mal schmerzen. Der möchte It Takes Two spielen mit mir. Das steht eigentlich auch schon länger auf dem Zettel, aber wann kann man nicht denn dazu? Ja. Gut. Jetzt schauen wir, wir sind live. Ja, gehen wir nochmal zu der österreichischen Kollegin Mrs. Marshall. Die war halt auch mal kurz da, die war bei Elden Ring, hat die mal reingeschaut. Da haben wir gestern schon geredet, die ist ziemlich sympathisch. Macht auch Dialekt, also spricht auch im Dialekt. Da meine ich, schauen wir um. Kriegen wir hin. Ein paar Punkte brauchst du noch, dass du das Wunschbett haben. Sehr gut, sehr gut. Ah, ich sehe Stream versandt. Mr. Price habe ich dir. Ja, du hast leider einen Stream versandt. Zu deiner Verteidigung, ich dachte eigentlich noch, normalerweise war noch eine Stunde länger plan gewesen, aber wir haben eine Stunde eher mit Elden Ring fertig geworden. Ja, also wir haben ja noch ungefähr eine Stunde, haben wir Elden Ring durchgespielt und ich hatte eigentlich 2 Stunden mindestens gerechnet damit. Aber es ist doch schneller gegangen, als ich gedacht habe. Aber es macht ja nichts. Wort kannst du ja nachschauen, wenn es dich interessiert. Jetzt haben wir noch mit Assassin's Creed 2 angefangen, die letzte... Wie lange haben wir gespielt? Die letzten 1,5 Stunden ungefähr. 1 Stunde. Ich weiß nicht genau, ich habe nicht auf den Timer geschaut. Genau. Du warst gerade in der Stadt. Scheiß Idee. Ja, mir graust jetzt schon davor, dass ich nachher nur einkaufen von muss. Ich brauche nicht viel, ich brauche nur Hosenfutter. Mehr brauche ich nicht. Aber ich glaube, das wird eine Mammutaufgabe, wenn du mich fragst. Aber gut. Nein, wie gesagt, was hast du versandt? Elden Ring haben wir fertig gespielt, Assassin's Creed 2 haben wir noch angefangen und sonst ist nicht im Teufel gewesen. In Assassin's Creed 2 haben wir jetzt das Tutorial noch ein wenig gespielt. So richtig einsteigen in die Story, der wir halt dann ab nächster Woche im Endeffekt. So kann man es sagen. Genau. Gut, für die noch da waren, die wissen nicht, also im Discord selber habt ihr ja schon alle drauf. Muss aber trotzdem mal so. Ja, jetzt ist Ende. Wie gesagt, eigentlich hätte ich hätte bis um 2 Streamzeit gehabt. Aber wie gesagt, Elden Ring ist halt doch deutlich schneller gegangen. Von daher. Genau. Vielleicht hocken wir. Sitzt sie im Moment, du kannst eigentlich nachschauen, warum. Ja, vielleicht hocken wir noch eine Stunde ins Discord, das kann auch sein. Also, wenn wer Bock hat, noch eine kleine Discord-Session machen, wenn es wirklich war. Dann sehen wir es schon. Gut. Ich rate jetzt zu der Marshall weiter. Und ja, die macht jetzt aktuell Just Chatting. Die wird mit Sicherheit dann auch noch irgendwas zocken. Nächster Stream, wie gesagt, voraussichtlich Montag. Schreibe ich aber dann noch ins Discord, wenn ich sicher weiß, wann. Genau, ansonsten merci fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Engt noch frohe Ostern, falls wir uns nicht mehr hören und sehen. Und ja, für heute bin ich raus. Macht's es gut, bleibt gesund, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Was wir als nächstes spielen, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich Assassin's Creed. In diesem Sinne, habe die für euch. Bis zum nächsten Mal.